Das wie eng schwéier Gripp. So hat Pascal Bartel hier COVID-19-Infektion ugangs beschrieben. Mit März gouf die 42 Jahre jung Frau positiv getestet und hat Demos an engem Videoblog auf YouTube regelmäßig über die Entwicklung von ihrem Zustand informiert. Fever, Host, Lungenentzündung. Schlussendlich wird die akute Phase von ihrer Krankheit sich bald 6 Wochen lang gezogen. Haut, 3 Monate später, wird sie aber noch immer mit den Novellen zu kämpfen. Pierre Jans. Medisch geht das Zter der COVID-Infektion am März permanente Beglieder. Atemprobleme huet Pascal Bartel auch meint no ihrer Infektion noch zeitweis. Verlaufe goen freier Fried war, so kaget haut Überwannung. Mein Leben ist nicht mehr das, wie für drin einfach, dass mir schlecht geht, dass einfach, weil ich nicht mehr so fit bin. Ich merke, dass ich physisch nicht mehr so fit bin wie für drin. Das hat mich physisch extrem matt geholt, weil ich, wie gesagt, auch bei 6 Wochen lang krank war. Eigentlich zählt Pascal Bartel nicht zu den sogenannten Risikopatienten. Relativ jung, sportlich, ja, sie hat auch 4 lichten Asthma. Aber sonst hat sie damals, besonders am Anfang, wie sie den Vlog auf YouTube gefordert hat, nicht gedacht, dass sie nach Meint Drop und die Suite vom Virus knall gave. Es wäre definitiv viel mehr wie eine schwere Grippe, so hier Erschätzung haut. Bei einer Grippe hat den nicht nach Probleme mit den Gelenken, oder bei einer Grippe hat den nicht nach Probleme für zu atmen, ne? Schwingen oder ein Bronchit sogar, oder ja, wie gesagt, den Brain Fog, den ich allemal habe, den können allemal, da geht nicht, da könnten da geht nicht. Für konzentriert zu schaffen, agent Müdigkeit umzukommen, trinkt Pascal haut 3 bis 4 Tassen Kaffee den Tag. Früher hat sie Seele gebraucht. Die Schmachtgedrinks aber nicht richtig. Ein zinglich Numm Abkommen von den Symptomen hat sie den Geschmack und Geruchssinn verloren. Den hast du über 2 Monate zu löserem zurückkommen. An lo für genau 3 Wochen, also muss ich feststellen, ich war für 4 Monate krank. Lo für 3 Wochen aus den großen Geschmackssinn komplett fortgegangen. Tante May leist die Jungfrau Mam, der ihre Bau van dem Mann de Virus übrigens nicht gruten sich für Spezialisten bewähren. Die rezent hohe Infektionszahlen am Land berieden hier Sorgen, obwohl oder vielleicht sogar gerade weil sie Covid-19 schon hat. Ich habe den Serologietest gemacht, das heißt, zu gucken, ob ich Antikörper hat gegen den Virus. An den das über 3 Monate wo ich den Test gemacht und das sind die so löser aufgegangen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich noch immun bin oder nicht. Normalerweise schon, aber ich gebe aber nicht wollen testen. Pascal Bartel wünscht sich, den Coronavirus nie gehabt zu haben. Sie wird hinter hier einer Person Handysinfizieren am Maske für sie haut eine Selbstverständlichkeit. Es wäre die neue Norm und die jederin, auch die Jungs sich unbedingt müssten halten. Ja, mit den Konsequenzen von COVID-19 ist mein Witte an seinem beruflichen Alltag konzerniert. Guten Abend, Dr. Gilles Wirtz. Guten Abend. Sie ist Lungenspezialist und noch Chef von der Pneumologie am CHGL. Sieht da viel der Fall wie Madame Bartel aus dem Reportage? Ja, ganz klar. Also, wir hatten über die letzten Monate über 200 Leute bei uns hospitalisiert für eine Coronavirus-Erkrankung. Und wir haben natürlich regelmäßig Kontakt mit all den Patienten, die hospitalisiert waren. Und ganz viele Patienten beschreiben uns während 3, 4, 5 Wochen Symptomatiken, die noch nicht ganz geheilt sind. Das ist ganz klar, dass das etwas, was ein großes Problem ist. Und in dem Kontext haben wir mit der Universität in Frankreich, wo wir eine internationale Studie machen, wo wir uns gerade interessieren, wie es den Leuten, die hospitalisiert geht, Leute, die hospitalisiert waren, geht, nur 3 Monate an nur 6 Monate, welche Symptome haben sie dem Moment nach an der Schwarzen zu erklären. Und da fanden die dort Symptome zurück? Auf jeden Fall die erste Woche nur eine Erkrankung, 2, 3 Wochen danach, ist das extrem heftig. Das ist der Geruchsverlust, den Langzeit braucht, die allgemeine Müdigkeit, die braucht, die Woche nach Woche braucht, um sich zu verbessern. Alles das ist schon extrem heftig. Ja, in diesem Fall muss ich sagen, die Dame, die hat eine Lungenentzündung, war nicht hospitalisiert. Es sind 3 Monate hier, wo sie am Anfang der Covid hat. Das ist schon eine lange Dauer, die aber da ganz klar. Das ist mehr lang, wie man als normal erwarten kann. Wir wissen doch von anderen viralen Erkrankungen wie Mononukleose, dass verschiedene virale Erkrankungen eine gewisse Schwäche am Körper mitbringen, die Woche nach Woche kann dauern.
donno dats et lo méi wie Mon, méi wie 2 Main ass. Ass eich das Alte ass awer ganz klo auch am moment schon beschriffen am Kontext vum Coronavirus. Wo hier kennt, wëss man ganz klo an net. Et kann et wat secher mat spielt a verschiedene Fäll, dat sie noch psychologisch Faktor, wann Leiit Langzeit doheem isoléiert waren. Der ganzen Zeit op der Tele die schrecklich Schnurrichte gesinn hunn an du noch nach Wochen a Woche konfiniert waren Angst hatte fir rauszugo Sport mi gemacht hun an dudurch all hier sportlech Fähigkeiten bisssen verloren hun. Dat spielt ganz viel mat. Dat du wirklich alles ass ganz secher net du bleif nach gewëssen Flu man wësse vun der Wissenschaft hat. Wie ass mat neurologische Symptome verlustgesche Schmerzer geruch sinn, dat wesinn dass COVID-Patienten hunn hai orm lang Zeitrem progressiv zréckkom dunnerem Fortgangen. Wie erklärt den dat die habt? Die neurologische Symptome vun der Nuss hier die sind effektiv ganz hefech, die kommen vun so verschiedene Gründen. Einerseits das die Inflammation vun der Schleimheit vun der Nuss, an zweitens Mengemer, das wahrscheinlich auch enger Tat von den Nerven von der Nuss, die effektiv direkt in der Schleimhaut leiien, an dass die Inflammation, wenn die Leute die Inflammation haben, effektiv mehr lang Geruchsverlust tun. An der Geschmackverlust hängt sich direkt mit dem Geruch zusammen. Das ist also nicht, was der Mund effektiv mehr lang braucht. Können aber dann zurück mit der Zeit. Das könnt normalerweise mit der Zeit rum, ja. Die hat natürlich noch viel mehr befasst mit den Patienten, die bei ihr hospitalisiert waren, verschiedene sogar auf der Intensivstation. Diese Kerlen, die da bleiben, sind natürlich nach denen viel mehr hart verlesen, halt auch von den Lungen schiert. Also von den Patienten, die die Streher gerne gesehen haben, die hatten natürlich ganz oft eine große Lungenentzündung auf beide Seiten. Aber wir wissen, dass die Patienten oft Leinzeichen an der Lunge behalten, Leinzeichen, die sogar bis zu fibrotische Läsionen können gehen, die auf lange Zeit die Lunge fragilisieren für Infektionen, die Lungenvolumen alterieren, und auch Atemnot auf lange Zeit können Matz sprengen. Nach mir wichtig, weil die parenchymateuse Läsionen ugeht, als auch dass Leute, die an der Reanimation waren, oft Muskelschwund und sie war langzeit intubiert, viel Medikamente kriegt an den Muskelschwund, den neurologisch trasht, die Leute oft hun, brauchen oft eine Menge Revalidation, die diese Langzeit eben nach aufschwächt und Langzeit Symptome expliziert. Die zwei letzten Probleme, die auch noch können Todmung aufschwächen, sind kardiologische Komplikationen, das nur noch Patienten, die eine Inflammation vom Herz hatten, die eventuell auch auf Langzeit lokal Schmerzen sprengen, und auch thrombotisch, also Embolien, die auch bei verschiedenen Patienten eine Atemnot vom Pulmin können erklären. Lascht froh Punkto Antikörper an Immunität, die betroffen am Reportage so, sie hat die Antikörper, die wären beim 3 Minuten progressive aufgegangen. Was sieht Präsenz von den Antikörper überhaupt auch beim früheren Covid-Patienten am Körper aus? Kann ihn da von einer Immunität ausgehen? Also die Antikörper erlauben also sich so, dass das Virus ein do war. Wir hoffen natürlich, dass man irgendwann ein Seuil von Antikörper haben, wo man können so den toten Patienten das mehr protegiert oder nicht. Da sind wir ganz klar nicht drin. Wir wissen nicht, welche Antikörper dass wir dafür sollen dosieren. Wir können ganz klar nicht so den toten Patienten das geschützt oder besser geschützt. Mesurebarriere muss ganz klar dieselbe bleiben, ob ein Antikörper hat oder nicht. Dr. Wirsig, so nicht. Vielmals merci für den Besuch am Studio. Gern geschehen.